Es ist soweit. Weihnachten. Die Pandemie und all ihre Einschränkungen und Auswirkungen ändern nichts daran. Weihnachten findet dieses Jahr definitiv statt. Herzlich willkommen im ICF Weihnachtsgottesdienst, eine Spezialausgabe in diesem Jahr. Ein unberechenbares, eigenartiges Jahr liegt hinter uns. Und wie wird es nächstes Jahr? Wir wissen es nicht. Ich denke, umso wichtiger und notwendiger ist, dass wir gerade jetzt im Moment innehalten oder uns besinnen, fokussieren auf das, was uns wirklich Hoffnung geben kann, auch im nächsten Jahr. Nämlich ein Name, Jesus Christus, dessen Geburt, an die wir uns an Weihnachten klassisch erinnern und die wir feiern. Und wir feiern sie dieses Jahr anders, aber wir feiern diese Geburt. Ich lade dich und euch dazu ein, dass wir einen Moment Zeit nehmen, um in die Weihnachtserlebnisse, die uns in der Bibel berichtet werden, einzutauchen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass diese Erlebnisse zu unseren eigenen Erlebnissen werden. Also schauen wir rein in den Teil von dieser Weihnachtsgeschichte. Daraufhin ließ Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich kommen und er fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem. Erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre geben. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packte sie ihre Schätze aus und beschenkte das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. The starry sky, a mother holds a child tonight. All is calm and all is bright. She sings to him a lullaby. Gloria, I hear the angels singing. Gloria, staring at the face of God. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das waren die 3 Geschenke, die die Weisen Jesus an die Krippe gebracht haben. Gleichzeitig zeigen sie uns aber auch das Gesicht von Gott. Sie spiegeln also sein Wesen wider. Gold zum Beispiel war früher das edelste, wertvollste und besonderste Metall, das du kaufen konntest. Du fragst dich jetzt vielleicht, was das mit diesem kleinen Baby in dieser Krippe zu tun hat. Und dazu möchte ich dich zu einem kleinen Gedankenspiel einladen. Stell dir vor, es ist kurz vor Weihnachten und deine Eltern kommen zu dir und sagen, dass sie dieses Jahr das wertvollste und kostbarste Geschenk für dich haben. Jetzt ist Weihnachten, ihr seid fertig mit Essen und endlich darfst du Geschenke auspacken. Du bist ziemlich sicher voller Erwartung, schon voller Vorfreude, was da auf dich zukommt. Und du fängst an, dieses Geschenk, das dir deine Eltern überreicht haben, ganz sorgfältig auszupacken. Und als du es auspackst, siehst du einen alten, verrosteten Schlüssel. Und du denkst dir, hey, cool, was soll ich jetzt damit? Was soll ich mit so einem Schlüssel anfangen? Und du gehst zurück zu deinen Eltern und fragst, hey, was soll ich mit diesem Schlüssel? Was soll ich damit? Und im Gespräch mit deinen Eltern und immer mehr und mehr verstehst du, was du mit diesem Schlüssel alles machen kannst, was du alles öffnen kannst, welche Türen, welche Schlösser, und du merkst, boah, dieser Schlüssel ist eigentlich unheimlich wertvoll.
Und ich habe ganz ähnlich ist es und war es damals auch mit diesem Baby. Stell dir vor, die Leute damals, die haben auf ihren Retter gewartet, auf den Mann, der endlich kommt und sie befreit. Die haben sicherlich nicht mit einem kleinen, hilflosen Baby gerechnet. Die haben mit einem mächtigen, großen Mann in Uniform, in Rüstung gerechnet. Und was kommt? Eben dieses hilflose Baby. Und vielleicht auch heute fragst du dich immer noch, warum ist dieses Geschenk für mich wertvoll? Gott sagt immer noch, dass es auch heute noch für dich ein besonderes und wertvolles Geschenk ist. Und vielleicht hast du dieses Geschenk noch gar nicht angenommen, weil du dich immer gefragt hast, dieser Jesus, alle sagen, der ist so toll, alle sagen, der ist so wertvoll, so kostbar, aber du weißt gar nicht warum. Was hat er denn überhaupt mit dir zu tun? Oder du hast Jesus schon längst in dein Leben eingeladen, du hast dieses Geschenk schon längst angenommen, aber manchmal merkst du, dass es doch vielleicht für selbstverständlich nimmst oder noch gar nicht richtig verstanden hast, warum Jesus so wertvoll für dein Leben ist. Und dann lade ich dich ein, mach's doch genauso wie in diesem Gedankenspiel. Geh zurück zu dem, der dir dieses Geschenk gemacht hat, weil er weiß, warum das so wertvoll für dich ist. Und du fragst dich jetzt vielleicht, ist es nicht ein bisschen unhöflich, zu jemandem zu gehen, der mir sagt, hey, ich habe ein super wertvolles Geschenk für dich und hinzugehen, zu sagen, hey, was soll ich damit eigentlich anfangen? Aber ich möchte dich ermutigen, ich bin mir ganz arg sicher, dass Gott solche Fragen liebt und dass er sie dir unbedingt beantworten will. Weihrauch, ein weiteres Geschenk, was die 3 Sterndeuter mitbrachten nach Bethlehem zur Krippe. Weihrauch wird traditionell aus Weihrauchsbäumen von dem Harz gewonnen und im Altertum schon zur Zeit Jesu wurde es gebraucht als Heilmittel, desinfizierend und entzündungshemmend. Griechisch-römische Ärzte schwörten darauf, dass gerade Weihrauch bei Atemwegserkrankungen und wundlindernd halfe. In vielen Kirchen wird heute auch noch Weihrauch gebraucht, während im Gottesdienst als Zeichen für Gebete, die aufsteigen, aber auch als Reinigung. Weihrauch, was soll dieses Geschenk? Was hat das vor allen Dingen mit uns heute zu tun? Ich glaube, in dem Symbol Weihrauch wird vor allen Dingen eins deutlich. Gott möchte alles, was irgendwo zwischen uns Menschen und ihm steht, reinigen. Er möchte sicherstellen und sagen, look, nichts und niemand kann dich von der Liebe Gottes trennen. Alles, was zwischen dir und mir steht, sagt Gott, möchte ich reinigen und wegnehmen. Warum? Weil ich die Menschheit liebe, deswegen bin ich gekommen. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, Gott liebt die Menschen. Ja, das hört sich so universalistisch, so etwas distanziert an. Gott liebt die Menschen, ja, folgedessen liebt er auch mich. Ich bin ja auch irgendwie inkludiert. Gott liebt Menschen, aber er mag mich nicht wirklich. Und im Weihrauch, in dem Symbol, wird ihm jetzt deutlich. Gott mag uns und kommt aus dem Grund zu uns und nimmt alles weg. Reinigt alles, was zwischen dir und mir stehen soll. Zwischen Gott und dir stehen soll. Und deswegen ein sehr symbolhaftes Weihrauch, wo uns deutlich macht, Gott möchte dich und mich reinigen. Myrrhe, einer der Weisen aus dem Morgenland, hat nach der biblischen Überlieferung Myrrhe als Geschenk für Jesus mitgebracht. Das ist eigentlich ein bisschen ein eigenartiges Geschenk, das aus der Reihe von Gold und Weihrauch herausfällt, weil es sich nicht um eine besonders kostbare Sache handelte, sondern um ein Harz, das gewonnen wurde aus dem Myrrhebaum. Ich habe hier ein paar Myrrhezweige mitgebracht. Dieses Harz, das hat im Alltag Anwendung gefunden, nämlich zur Versorgung von Wunden. Das hat die Narbenbildung gefördert, das hat desinfizierende Wirkung gehabt. Und man hat das eigentlich gekannt und angewendet im medizinischen Sinne. Und in der Kirchengeschichte hat man dieses Geschenk immer als ein Hinweis auf das Leiden von Jesus Christus gedeutet. Also, dass quasi schon bei der Geburt von Jesus ein Zeichen, ein Schlüssel, ein Hinweis gegeben wird auf das Schicksal des Gottessohnes, auf seine freiwillige Hingabe des Lebens, auch auf einen grausamen Tod, den er erlitten hat für uns, auf das Opfer, das er für uns gebracht hat. Und man hat das in diese Richtung gedeutet und
natürlich auch angewandt auf das Leben der Menschen, die sich im Glauben Jesus zuwenden, auf dieses Heilungspotenzial, auf diese Heilungskraft, die eben gerade diese Liebe Gottes hat, die sich für uns hingegeben hat. Und wir dürfen das für uns heute in Anspruch nehmen, an den Stellen, an denen wir verletzt und verwundet werden vom Leben, an denen Menschen uns vielleicht Wunden schlagen, Dinge, die uns möglicherweise über Jahre hinweg verfolgen und im Gedächtnis, in der Seele haften bleiben. Da können wir diese heilende Kraft der Liebe Gottes in Anspruch nehmen, die in Jesus Christus gerade in seinem Tod für uns sichtbar geworden ist. She looks upon the great I am, the gift of heaven in her hands, born to save the sons of earth. He was born to give them second birth. Glorious, I hear the angels singing glorious. All of the heavens ringing glorious. The Savior of the world is in her arms. She's staring at the face of God, the face of God, staring at the face of God, the face of God. Im Februar, März dieses Jahres begann ich auf einmal, Gott und die Kirche zu hinterfragen. Eigentlich war ich dann schon lange im Glaube und hatte schon enorm viel mit ihm erlebt, aber diese ganzen Erlebnisse warf ich mehr und mehr über Bord. Und ja, ich hatte wie mehr und mehr gar keine Lust mehr auf den Glaube und auf das Ganze, auf Gott und so weiter. Und so ging ich dann im Sommer, im Juli dieses Jahres, mit dem Nextgen der Jugendarbeit in ein Summercamp. Und es war am ersten Abend, als ich dort ankam, haben wir uns nach dem Abendessen getroffen und wir haben zusammen eine Predigt gehört und Lieder gesungen. Und ich kann mich enorm gut erinnern, wie ich dann dort auf dem Stuhl saß und das Ganze angeschaut habe. Und es wirkte für mich alles enorm surreal. Ich fragte mich, was das Ganze soll und konnte das wie nicht mehr einordnen. Und trotzdem wusste ich, hey, das ist jetzt die Situation und eine Chance, wo ich nochmal zu Gott kommen kann. Und so sprach ich ein Gebet und sagte ihm, Herr, wenn es dich wirklich gibt und wenn du wirklich Interesse hast an mir, dann gib mir jetzt ein richtig eindeutiges Zeichen, dass ich weiß, dass du etwas von mir willst. Und es ging nicht lange, dann kam jemand auf mich zu. Eine Person, die von der ganzen Situation nichts wusste, in welcher ich steckte. Und sie sagte mir, dass sie das Gefühl hat, dass Gott mir mit einer liebenden Art und Weise die Frage stellt, hey, warum rebellierst du eigentlich gegen mich? Und diese Frage traf mich zutiefst. Sie hätte nicht besser in meine Situation sprechen können. Und ich wusste sofort, dass das Gott persönlich war, der durch diese Person zu mir spricht. Und der ganze Moment, das war für mich so wundervoll, denn ich musste eigentlich gar nicht viel tun. Ich habe eigentlich nur ein Gebet gesprochen und meinen Wunsch Gott geäußert und er hat sich mir gezeigt und ich konnte so merken, dass er wirklich eine Beziehung zu mir will und dass ich ihm nicht den Rücken zudrehen muss. Und ja, durch dieses Beispiel konnte ich eigentlich erfahren, was für ein wunderbarer Gott er ist. Dieses Jahr ist Weihnachten ganz anders, als wir es bisher erleben durften. Weniger Kontakte, mehr Abstand, mehr Hygieneregeln. Vielleicht bist du zu Hause einsamer als sonst.
Vielleicht sitzt ihr jetzt als Familie, nur als Familie da und nicht gemeinsam mit Oma und Opa. Vieles ist in diesem Jahr anders. Aber die Bedeutung von Weihnachten ist heute immer noch die gleiche. Gott zeigt sein Gesicht, dir und mir. Gott selbst wird Mensch. Er gibt sein Wertvollstes in diese Welt preis, sich selbst. Als Mensch kommt er auf diese Welt. Und er liebt dich und mich. Er liebt dich nicht nur, sondern er mag dich auch. Er kommt in unsere Welt und nimmt alles weg, was zwischen uns und ihm steht. Und er kommt in diese Welt und leidet mit und gibt sein Leben schlussendlich hin für uns am Kreuz. Im Johannesevangelium steht geschrieben, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben findet. Und wir haben es gehört in der Geschichte von Nicola. Die begeistert mich, weil es zeigt mir, Gott möchte wirklich jeden einzelnen Menschen mit seiner Liebe erreichen. Gott möchte jeden Menschen, auch dich zu Hause, gewinnen. Und er möchte in deine Welt kommen. Weihnachten ist anders. Mehr Abstand, mehr Hygieneregeln, weniger Kontakt. Aber es gibt einen, nämlich Gott im Himmel, der kommt zu dir und nimmt Kontakt auf. Ihm ist kein Weg zu weit. Er kommt in deine und meine Welt hinein. Und wenn du dieses Video jetzt siehst, vielleicht jetzt gerade live zu Hause mit der Familie oder auf YouTube später als Aufzeichnung, dann kannst du vielleicht heute zum ersten Mal beten und so wie Nicola gebetet hat, ein ehrliches Gebet sprechen. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Leben. Zeig mir dein Gesicht. Oder vielleicht kannst du das nochmals beten und du merkst, ich möchte wieder neu in diese Beziehung zu Gott treten. Ich wünsche dir ein fröhliches Weihnachtsfest und ich wünsche euch, dass die Liebe Gottes, die uns in der Weihnachtsgeschichte deutlich wird, dass die dich persönlich erreicht. Gloria, I hear the angels singing Gloria, all of the heavens ringing Gloria, the Savior of the world is in her arms. Gloria, I hear the angels singing Gloria, all of the heavens ringing Gloria, the Savior of the world is in her arms. She's staring at the face of Gloria. I hear the angels singing Gloria, heavens ringing Gloria, the Savior of the world is in her arms. She's staring at the face of God, the face of God. Was für ein Geschenk wird uns an Weihnachten gemacht? Das kann Auswirkungen haben auch auf dein neues Jahr. Und in dem Sinne wünschen wir dir, wünschen wir euch ein wunderschönes und gesegnetes Weihnachtsfest. Und von Herzen wünschen wir euch Frieden für dieses neue Jahr in dieser bewegten Zeit. Alles Gute, Gottes Segen, Shalom.